ändern sich nie und die gehören fest mit zum Programm und dazu gehört die Lowrider Show seit 12 Jahren, fester Bestandteil hier auf der Tuning World in Friedrichshafen. Es gibt Fahrzeuge, die kennen wir und es gibt neue Fahrzeuge und wir beginnen heute unsere Show mit einem neuen Fahrzeug zum ersten Mal auf der Tuning World. Bitte gebt einen dicken Applaus, er fährt jetzt hier in die Mitte, in den Pit, wie die Lowrider sagen. Ein Applaus für El Loco! Muss ja etwas genauer vorgestellt werden. El Loco, neues Auto, herzlich willkommen hier im Pit bei der Lowrider Show. Der ist schwarz, der ist tief, der ist geil. Was ist das genau? Das ist ein 79er Lincoln Continental, Mark V, aber nicht mehr original. Das ist eigentlich ziemlich alles umgebaut. Man sieht auch irgendwie, der sieht irgendwie länger aus und das Dach ein bisschen niedriger. Da stößt man sich die Rübe. Das kann vorkommen, ja. Was hast du da drin verbaut? Wie viele Maschinen sind da drin, die das Auto nachher in die richtige Richtung geben? Also es sind 4 Pumpen drin, für jedes Rad eine, weil 2 Pumpen die würden einfach zu heiß laufen, weil die Karre 2400 Kilo wiegt und da ist man mit 4 Pumpen auf der sicheren Seite. Ich habe mir Fachwissen in den vielen Jahren erworben. Ich weiß, das ist kein Dancer, sondern das ist ein Fat-Dancer, weil er über 1200 Kilo liegt, richtig? Über 1400 ist, glaube ich, die Grenze. Ah, ihr habt jetzt ja auch angehoben, okay. Na, der wiegt halt 2,4 Tonnen jetzt und das ist schon ordentlich. Da müssen die Pumpen, die da drin sind, aber ordentlich arbeiten. Was kann da passieren? Schmiert er nicht ab und zu mal so eine Batterie oder so eine Pumpe ab? Da die Motoren, wenn sie heiß werden, können verbrennen und dann sind sie hin. Es kann auch mal was platzen oder so, aber ja, die Karre wird eh nur vorsichtig bewegt und da geht es meistens. Du bist da ganz entspannt. Ich könnte mir denken, du hast da ein paar Stunden verwendet, dass du das Auto so hinkriegst, wie wir das jetzt hier sehen. Worauf muss man da achten? Also ich glaube, es ist wichtig, dass man dann die Masse wegmacht von der Batterie, damit die Karre nicht in Flammen aufgeht, oder? Ganz genau, wenn irgendwas ist oder was festhängt, ein Relais hängt oder so, dann muss man die Masse abschalten, sonst verbrennt der Kofferraum. Okay, da sind Pumpen drin, die nachher über 2 Tonnen bewegen müssen. Wo waren die vorher? Im Gabelstapler, im Schiff oder wo kriegt man solche Pumpen her, die so ein Auto bewegen? Also es gibt einige Firmen, die das extra für Lowrider verkaufen. Sind ähnlich wie Industriepumpen, auch in Deutschland für Hebebühnen oder für alles Mögliche. Aber die sind halt speziell jetzt schön gemacht für Lowrider halt. Okay, also dein Fahrzeug sieht besonders toll aus. Hat deine Großmutter ihr Häuschen verkaufen müssen, damit du das bezahlen konntest? Nee, nicht wirklich. Okay, du hast 60 Sekunden, ich gehe nach vorne, du bereitest dich vor und du weißt natürlich, El Loco, die Performance ist geil, der Applaus ist groß. Wir gehen nach vorne und bereiten uns darauf vor, dass wir deine Performance sehen. Und ihr wisst, meine Lieben, wenn El Loco Gas gibt, dann seid ihr dabei mit einem fetten Applaus. Da wollen wir uns nicht lumpen lassen. Ich bin direkt wieder an Start und Ziel. Kann losgehen, bist du bereit? Daumen hoch, okay. Meine Lieben, jetzt einen fetten Applaus, deine 60 Sekunden.
Dankeschön dafür.